Du weißt, du lebst in der Schweiz, wenn du in die nächste Folge reinlaufst und die Mitarbeiter kennen deinen Namen. Oder aber auch, wenn du in jeden Haushalt reinlaufst und immer irgendwo ein Aromat siehst. Oder in der Mittagspause einfach ein Ei und ein Aromat isst. Du weißt auch, dass du in der Schweiz wohnst, wenn die erste Reaktion ist, wenn ein Deutscher zu dir kommt. Oh nein, was will der Hure, glaube ich, schon wieder. Wenn es in Zürich mehr Blitzer gibt, als Autos überhaupt rumfahren auf der Straße. Wenn du für einen Quamat schnell musst 40 Stutz zahlen. Oder Leute sich darüber aufregen, wenn die SBB auch nur 3 Minuten zu spät kommt. Aber das unterstütze ich auch zu 100%. Stell dir vor, Deutsche Bahn. Genauso ist es aber auch die ganze Zeit mit diesen huren Baustellen. Egal wo du fahren willst in der Stadt Zürich, alles ist zu. Jemand, der nicht in Zürich hat gelernt Auto fahren, ist Zürich ein halbes Labyrinth. Du weißt aber auch, dass du in der Schweiz lebst, wenn du einfach am Wochenende schnell einen 2-Tages-Trip machen kannst. Auf Graubünden und schnell gehst Skifahren und am Sonntagabend gehst du wieder heim. Schreib mal in den Kommentaren, was ist auch noch so typisch, so, was man in der Schweiz auch noch so kennt. Wo man so wirklich kann sagen, ja, deswegen weiss ich, dass du in der Schweiz bist, oder? Oder aber auch, du weißt, dass du in der Schweiz bist, wenn du 5 Meter kannst laufen und direkt ein anderer Dialekt gesprochen wird mit dir. Oder bin ich jetzt nicht noch in Zürich gewesen? Was mache ich jetzt in Thurgau? Also Max, gehen wir jetzt ein Erdbeertörtchen miteinander essen? Liebe alle Thurgauer da draussen. Danke übrigens für den ganzen Support in der letzten Zeit. Ihr seid und bleibt die Besten.